Das Stille, meine Damen und Herren. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir doch zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beglückwünscht Mike Johnson, Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nimmt an einer Zeremonie für Langlebensopfer in Dharamsala teil. Chinesische Polizei verprügelt ehemaligen tibetischen politischen Gefangenen. Die Polizei des Bezirks Dalla bittet um Informationen über inhaftierte Tibeter. Sigyong Tshering spricht über, warum Tibet wichtig ist an der UMass. Genfer Forum 2023 beginnt, um die Verschlechterung der Menschenrechte in Regionen unter China zu diskutieren. Sprecher und amtierender Sigyong nehmen am 63. Gründungsjubiläum des tibetischen Kinderdorfs teil. Tokio wird Zeuge der Veröffentlichung von Berichten über die Reinkarnationsfrage seiner Heiligkeit des Dalai Lama und chinesische Kolonialinternate. Nagpur veranstaltet Treffen und Ausstellungen zur Sensibilisierung für Tibet. Nach der Wahl des Abgeordneten Mike Johnson zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses hat seine Heiligkeit ihm in einem Brief seine Glückwünsche übermittelt. Seine Heiligkeit drückte in seinem Schreiben seine Wertschätzung für die breite, parteiübergreifende Unterstützung der Vereinigten Staaten für die besondere Kultur, Sprache und Tradition des tibetischen Volkes aus und wünschte dem Sprecher Johnson viel Erfolg bei seinen Bemühungen, die Hoffnungen und Bestrebungen des amerikanischen Volkes zu erfüllen und zu einer glücklicheren und friedlicheren Welt beizutragen. Am Mittwoch dieser Woche nahm seine Heiligkeit der Dalai Lama an einer Zeremonie zum Langlebensgebet teil, die von Studenten, Mitarbeitern und ehemaligen Studenten des Instituts für buddhistische Dialektik, des Seraje Hatong Hangsen der tibetischen Handelskammer und des Lhangam Phuntsum Lhasesong, Ngamlingsong und Phuntsolingsong im tibetischen Haupttempel in Dharamsala veranstaltet wurde. Einem Bericht von Tibet Watch zufolge wurde der ehemalige tibetische politische Gefangene und Sprachrechtsaktivist Dashi Wangchu am 17. Oktober von der chinesischen Polizei festgenommen und geschlagen, nachdem er ein Video veröffentlicht hatte, in dem zu sehen war, wie Regierungsmitarbeiter seinen Antrag auf eine Geschäftslizenz in der Stadt Yushu ablehnten. Später wurde er vom Büro für Stadtverwaltung und Rechtsdurchsetzung verhaftet und dem Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Yushu übergeben, wo er 3 Tage lang festgehalten und verhört wurde. Auf der Website von Tibet Watch wurde berichtet, dass der Leiter des Büros für öffentliche Sicherheit von Yushu und der stellvertretende Bürgermeister Ji Husai ihn brutal zusammengeschlagen hätten. Auch Dashis Laden wurde gewaltsam geschlossen. Tibet Watch wies darauf hin, dass es für ehemalige politische Gefangene, die auch ihrer politischen Rechte beraubt sind, immer schwieriger wird, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Selbst nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis sind sie ständiger Überwachung und Schikanen durch Sicherheitsbeamte ausgesetzt. Dashi Wangchu ist ein Hirte, der sich in einen Ladenbesitzer verwandelt hat und Ende 2015 internationale Bekanntheit erlangte, nachdem er in einem Artikel und einem Dokumentarfilm der New York Times über seinen Alleingang bei der Einreichung einer Klage gegen die örtlichen Behörden nach der Schließung lokaler tibetischer Klassen aufgetreten war. In einer weiteren Meldung von Tibet Watch wird berichtet, dass die Polizei im Bezirk Dalla am 20. Oktober 8 Tibeter willkürlich festgenommen hat. Es wird berichtet, dass eine Quelle, die mit der Verhaftung vertraut ist, Tibet Watch erklärte, dass sie beschuldigt wurden, Spenden für religiöse Opfergaben gesammelt zu haben. In dem Bericht wird erwähnt, dass die Kreispolizei am selben Tag auf ihrem Social-Media-Konto eine Mitteilung veröffentlichte, in der sie die Tibeter aufforderte, aktiv über Hinweise auf die Gruppe der Festgenommenen zu berichten und hinzufügte, dass sie in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften hoch belohnt würden, während andere, die solche Informationen geheim hielten, mit schweren Strafen bedroht würden. Am Montag dieser Woche sprach Sigyong Tshering vor den Studenten der University of Massachusetts Amherst und dem Lehrkörper des Resistance Studies im College of Education zum Thema Why Tibet Matters. Unter den Gästen befanden sich Kobe Gardner-Levine, Regional Manager, der Kongressabgeordnete Jim McGovern, die Direktorin des Büros von Gouverneurin Maura T. Healey und Lieutenant Governor Driscoll's Western Mass Springfield.
Sejong unterstrich die tiefgreifende geostrategische Bedeutung Tibets und der tibetischen Hochebene und erläuterte gleichzeitig den politischen Ansatz seiner Regierung, die mit gleichgesinnten Regierungen zusammenarbeitet, um Tibets historischen unabhängigen Status zu stärken und die von der Volksrepublik China verbreiteten falschen Darstellungen zu widerlegen. Sejong nahm an der Zeremonie zur Verleihung der Congressional Gold Medal an seine Heiligkeit den Dalai Lama teil. Nach der Zeremonie unterhielt sich Sejong mit der tibetischen Gemeinde von Amherst. Sejong Bemba-Tsering besuchte die tibetische Gemeinschaft in Connecticut und traf sich mit den Mitgliedern des Vorstands des Tibet Fonds im Garrison Institute. Sejong Bemba-Tsering von der zentralen tibetischen Verwaltung sprach am 18. Oktober vor der tibetischen Gemeinschaft in und um DC und am Samstag letzter Woche vor der tibetischen Gemeinschaft von New York und New Jersey, einer der größten Diaspora-Gemeinden im Westen. Sejong informierte die Versammelten über das Visionspapier des 16. Gascha, eine Leitlinie für die Hauptaufgaben der tibetischen Zentralverwaltung, nämlich die Lösung des Tibet-China-Konflikts, die Sorge um das Wohlergehen der tibetischen Diaspora-Gemeinschaft und die Steigerung der Produktivität der Exilverwaltung. In Washington D.C. besuchte Sejong den Capitol Hill, traf sich mit führenden Vertretern der USA und setzte sich für die Gesetzesvorlage Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act ein. Sejong hielt ein Treffen mit Vertretern tibetisch-buddhistischer Zentren in New York und New Jersey ab. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Stärkung des gemeinsamen Engagements für die Bewahrung des tibetischen Kulturerbes und der buddhistischen Tradition sowie die Harmonisierung der Bemühungen zur Erfüllung der edlen Bestrebungen seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Bei dem Treffen stellte Sejong den Plan des Gascha vor, anlässlich des 90. Geburtstags seiner Heiligkeit im Jahr 2025 eine große Feier zu veranstalten. Sejong kündigte die Entscheidung an, das Jahr 2025 als Jahr des Friedens zu begehen, um das Leben und das umfangreiche Vermächtnis des geistigen Führers Tibet zu feiern. An der ersten Sitzung der tibetischen buddhistischen Zentren nahmen rund 30 Vertreter verschiedener Schulen des tibetischen Buddhismus aus New York und New Jersey teil. Sejong traf auch mit chinesischen Studenten und einer Gruppe von Tibetern im Taiwan-Zentrum zusammen, wo er mit chinesisch-tibetischen Konflikt erörterte und das Engagement der CTA für eine gewaltfreie Lösung betonte, die auf dem von seiner Heiligkeit des Dalai Lama vertretenen Ansatz des mittleren Weges beruht. Am Donnerstag dieser Woche begann das 5. Genfer Forum mit dem Thema Menschenrechte im Niedergang, Region unter China. Die Eröffnungszeremonie des zweitägigen Forums wurde von Arūnas Valinskas, einem Mitglied des litauischen Parlaments, Nicolas Walda, einem Mitglied des Schweizer Parlaments, und Galeno Sintema, Abteilung für Information und internationale Beziehungen, gehalten. Das diesjährige Genfer Forum diskutierte und überprüfte die Menschenrechtsbilanz Chinas im Rahmen von thematischen Panels zu den Themen Menschenrechtstrends, Silencing Voices, Chinas Assimilationspolitik und das harte Vorgehen gegen Menschenrechtsverteidigern, Entwicklung oder Neukolonisierung und Chinas globaler Fußabdruck, Überwachung und transnationale Unterdrückung. An dem Forum nahmen Menschenrechtsexperten, Praktiker, Akademiker, Aktivisten, Regierungen, Diplomaten, Thinktanks, Gruppen der Zivilgesellschaft und Mitglieder der WTAG Europa teil. Das Genfer Forum wurde vor dem Hintergrund des dritten Zyklus der allgemein regelmäßigen Überprüfung Universal Periodic Review (UPR) Chinas ins Leben gerufen. Das erste Genfer Forum fand am 2. November 2018 statt. Das Forum wird von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen und dem Tibet-Büro Genf organisiert. Am Montag dieser Woche beging das tibetische Kinderdorf in Dharamsala sein 63. Gründungsjubiläum, bei dem die amtierende Sejong Galöntöma Gyari als Ehrengast die Glückwünsche der CTA an die Schulgemeinschaft zu diesem Meilenstein überbrachte. Die amtierende Sejong lobte die Schulleitung und das Lehrerkollegium für ihre Bemühungen um eine ganzheitliche Ausbildung und die Förderung der Leben vieler Menschen. Galön bedankte sich bei der ältesten Schwester seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama, der verstorbenen Tsering Döma, und der jüngeren Schwester Göksu Jesim Pema sowie bei den Lehrern und ehemaligen Mitarbeitern für ihre bedeutenden Beiträge. Gyabje Gündeling Dasarimurche führte als Hauptgast den Vorsitz zusammen mit dem Sondergast, dem Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Kimbo Sonamdempe. Der amtierende Sejong Galöntöma Gyari und die Leiter der jeweiligen CTA-Büros, NGOs und Schulen nahmen an der Feier teil.
Am Montag dieser Woche wurden die japanischen Versionen der beiden Berichte mit den Titeln Tibet, der Dalai Lama und die Geopolitik der Reinkarnation und Chinas riesiges System kolonialer Internate in Tibet, die vom Tibet Action Institute, dem International Tibet Network und dem Tibet Justice Center gemeinsam erstellt wurden, auf einer Pressekonferenz im Shinjuku Bunker Center in Tokio veröffentlicht. Die japanische Übersetzung der Berichte wurde von Hirofumi Kameda von Dream for Children und Mitgliedern des SFT-Japan-Komitees unterstützt. Der Repräsentant Dr. Arya Zaunyapo vom Tibet-Haus Japan sprach auf der Konferenz über die mangelnde Glaubwürdigkeit von Chinas historischer Darstellung Tibets und sagte, dass China trotz der mehr als 70-jährigen Besetzung Tibets aufgrund der starken religiösen und kulturellen Identität und der widerstandsfähigen Kraft Tibets keinen angemessenen Respekt und keine Legitimität erlangt hat, Tibet zu regieren. Das Tibet-Haus Japan, die SFT Japan und die tibetische Gemeinschaft in Japan haben die Pressekonferenz gemeinsam organisiert. Am Montag dieser Woche veranstalteten die Core Group für Tibetan Cause India und das India-Tibetan Coordination Office gemeinsam ein Treffen, um die Koordination zwischen den Tibet-Unterstützungsgruppen zu fördern und den Aktionsplan der 7. All India Tibet Support Groups Conference, die in und um Nagpur, Maharashtra stattfand. An diesem Treffen nahmen über 30 Mitglieder teil, die Organisationen wie die India-Tibet Friendship Society, die Bharat Tibet Sahayog Movement, die National Campaign for Free Tibet Support, die Buddhist Society of India und einzelne Tibet-Unterstützer vertraten. Am 67. Dhammachakra Pravartan Diwas fand in Diksha Bhumi, Nagpur, Maharashtra ein eintägiges Aufklärungsprogramm über Tibet statt. Dhammachakra Pravartan Diwas wird jährlich begangen, um an die Konversion des Sozialreformers, visionären Führers und Architekten der indischen Verfassung Dr. B.R. Ambedkar zum Buddhismus zu erinnern. An den A-Tibet-Aufklärungsprogramm am Mahendra Junior Science College in Bela, Maharashtra nahmen mehr als 250 Schüler und Lehrer des College teil. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.